Ja, merci die Damen und die Herren von der Presse für Ihren Interesse und als Jahresrapport 2015. Ich meine, ich übertreibe nicht, wenn ich so, dass das letzte Jahr in historisch war, nicht nur für die katholische Kirche, sondern für die unerkannten Kulten insgesamt, mit der Innerschrift von Konventionen mit dem Lützeburger Staat, der 26. Januar 2015. Für die katholische Kirche bedeuten die drei neuen Verträge ganz substanzielle Veränderungen mit dem Aufschaffen vom Religionsunterricht an der öffentlichen Schule, dem neuen Modus von der staatlichen Kirchenfinanzierung, an der kompletten Neuordnung von der Verwaltung vom Kirchenbesitz an der Kirchengebäude um Niveau von unseren Poren. Ihr wisst, dass anschneidend und noch zeitlich parallel laufen Transformationen bei vielen Gläubigen, bei den konzernierten Religionsenseignanten, den Kirchenratsmembern, den besuchten Eltern, für mundig Irritation, Verärgerung und noch Unverständnis gesucht, und noch anderthalb Jahre nach der Unterzeichnung von den Konventionen sind des Irritationen nach lange die überall aus dem Weg geräumt. Aufgrund von der Rapidität und der Radikalität von diesen Veränderungen sind noch mänglich Reaktionen verständlich. Für die Bistumsleitung war 2015 dem noch kein einfaches Jahr. Am Kader von der gesetzlichen Umsetzung von den Konventionen sind Gespräche mit der Regierung angelaufen, was die Reprise von Religionsenseignanten betrifft, und auch die Modifizierung vom Dekret von 1909 über die Kirchenfabriken. Als Schulreferat und noch der Conseil des Cultes Conventionnés, an dem wir vertreten sind, wird gerade so aufmerksam wie kritisch Publikationen vom Minister Meisch zum neuen Einheitskurs Vie et Société verfolgt und auch entsprechend reagiert. Wir haben eine erste Ebauche vom Fonctionnement vom geplanten Fonds de Gestion des Édifices religieux du Culte catholique, den sogenannten Fonds, der späterhin soll die Aufgaben von den Kirchenfabriken überholen, ausgeschafft, an die noch an großen Regionalversammlungen 600 Zoll mit über 900 Partizipanten vorgestellt. Die wisst, dass man den Dialog mit dem CIFEL abgeholt hat, den Dialog, den allerdings nicht konsequent weitergeführt ging, weil man da unterschiedliche Approchen verfolgt hat. Ich will aber heute ja sagen, dass es keine Feindschaft zwischen dem CIFEL und dem Bistum gibt, und dass man auch durchaus, jedenfalls mir kann, ein Abgreifen vom Gesprächsführer mit den CIFELs-Leuten in nächster Zeit vorstellen. Wir haben eine ganze Reihe von Informations- und Konzertationsversammlungen mit den über 200 Religionsenseignanten organisiert gehabt und haben Briefe, Avien, Pressemitteilungen verfasst, zu aus unserer Vue kritikwürdige Punkte betreffend Reprise bzw. Fach Vie et Société. Das für mich zu frei für heute eine Bewertung zu dem Verlauf von unseren Gesprächen mit Regierungsvertretern zu gehen, auch da wenigstens, weil die nach lang nicht aufgeschlossen sind. Ich kann schon so viel sagen, dass was die Reprise von den Religionsenseignanten angeht, ein paar die Verbesserungen par rapport zu den ursprünglich geplanten Modalitäten konnten erreicht gehen, ohne allerdings Satisfaktion für alle Konzerniert zu kriegen. Für uns sind da noch Gespräche mit dem Minister Kersch erreicht an diesem Jahr 2016 an mehr intensiv Phase angetragen. Sie gestalten sich weder durch zu erwerben war als schwierig. Für uns ist das Dossier jedenfalls noch nicht an den richtigen Tisch. Das Jahr 2015 wird des Weiteren markiert von einem profunden Reflexionsprozess über die Katechese und Paroisse, die wir ja wollen abfeiern, wenn Religionsunterricht aus dem Fundamental raus ist. Unter der Leitung von Professor Daniela Liberté von der Luxemburg School of Religion and Society goufen Pastoralorientierungen ausgeschafft, die an den nächsten Monaten werden konkretisiert gehen. Das Ziel ist, dass wir also Poren bis April 2017 die nötigen Informationen und Formationen geben, für das vom Herbst 2017 an
ein lokalen katechetische Projekt kann ulaufen. Dabei werden als auch über 40 hauptberuflich Katecheten, die rekrutiert gehen, begleiten. Eine weitere Pastoralneuerung, die wir erst das letzte Jahr angekündigt hatten, die geht am Hirsch konkret. Sie betrifft Begräbnisfeiern, die von einer Equipe von Laien gelegt gehen, nach einer 2-jähriger theoretischer und praktischer Formation, werden jetzt Bischof über 20 Leute im Oktober mit diesem Dienst an unserer Diözese chargieren. Immer zu der Vorstellung von den anderen Wollen von diesem Rapport kommen, will ich darauf hinweisen, dass man das Layout von eben diesem Rapport komplett überschafft und ich will also Leute von dem Service Kommunikation et Presse, die dabei ganz federführend wären, eine große Merci so und ich fand, dass so wirklich viel mehr aussprechen nach Guinness auch noch für ich oder für die werden konsultieren, viel mehr einfach nach zu übergucken was. Voilà, da gebe ich dann das weitergehen. Voilà, was ist eigentlich Pastoral? Das gebe ich eigentlich von einem Jugendlichen gefragt. Das wird das vielleicht nicht viel verständlich oder das klingt so wie ein bisschen ein Insiderbegriff. Für das Pastoral, da würde ich ganz kurz mal auf 3 Aspekte eingehen. Auf dem französischen Site von der katholischen Kirche steht La pastorale est l'activité née du dynamisme de la foi de l'Église qui vise à donner à chacun selon ses besoins spirituels. Ich wollte daraus herausgreifen, das ist eine Aktivität, das ist ein Handeln, also nicht just ein Schwätzen. Es steht dort Dynamisme, das heißt, es geht eine Dynamik, die am Glauben hier Wurzeln findet und die auch eine gewisse Beweglichkeit bedeutet. Und es geht Menschen mit ihren Bedürfnissen. Ich denke, die 3 Sachen, die sind genau auch wichtig, wenn wir in einer Zeit von Umbruch sind. Es geht Menschen mit ihren sinnfrohen Frieden erleiden, dass so eine Zucht menschlichen und spirituellen Service de Proximité für den Menschen am Mittelpunkt steht. Unser Papst Franziskus wird sich immer dagegen, wenn in die Kirche will, als Selbstzweck gesehen, das ist genau das Contraire. Zu betonen ist, dass es sich bei der Pastoral nicht mehr kann um ein Angebot handeln. Ein Angebot, das Menschen ohne Druck an ihrer Freiheit ausschwätzt. Das geschieht durch das Jahr auf verschiedene pastorale Bereiche, der Besoin von den Menschen. Sie wird an den Puren, sie wird an Nomonerien von Kliniken, Altersheimen, mit Jugendlichen, mit ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Voilà, das hat vorausgeschickt, muss ich sagen, dass Pastoral sich eigentlich schwer an Zahlen ausdrücken lässt. Und auch, wenn wir die absolute Zahlen von den letzten Jahren gucken, stellen wir fest, dass auch vielleicht gerade an diesen Zeiten von Umbruch weiterhin ein ganz paar Menschen hier im Land sich auf das Angebot anlassen. Wenn die Tabelle am Bericht guckt, sieht er, dass die absolute Zahl von Dörfern, Kommunen und Begräbnissen an den letzten 5 Jahren ungefähr konstant geblieben ist, die absolute Zahl. Dabei ist auch 1431 Personen sich auf den Weg vom Katechumenat gemacht und für an die Kirche abgeholt zu gehen. Sie sind an der Osternacht im letzten Jahr gedämpft gehen. Wie viele Stunden und wie viele zwischenmenschliche Kontakte, Feiern, Besuchsstunden, Konvivialität sich an denen Zölle verstoppen, also sich aufspielen, das kann ich nicht berechnen. Dafür wird der Bericht auch nicht die Ambition für die Tätigkeit von auf der Platz von alle Pastoralequipen, an denen vielen engagierte Christinnen und Christen zu gehen. Mir hier Dynamik als Herzstück von der Pastoral. An den Engagement, die vielleicht noch außerhalb von ihrem beruflichen Engagement noch dabei gehen, da das besonders wichtig gerade lo, wo es um Veränderungen geht, von denen der Generalvikar geschwärzt wird. Veränderungen von Bannen und von Bausten der Kirche, die sind auch eine Chance und sie fordern uns dazu heraus, spirituell und organisationell neu Wege zu gehen. Am Jahr 2015 als Proposition von der zukünftigen Landkarte von den neuen Poren am Dialog mit den diözesanen Gremien und regionalen Verantwortlichen ausgeschafft ging. Sie gesagt 33 neue Poren für dépliant chiffres et faits gesieht ihr 12 von den aktuellen Poren respektive Porverbänden. Natürlich geht es hier mehr wie just einen territorialen Perimeter.
Es geht darum, sich auf den Weg zu machen, für die Formen von Zusammenarbeit, der Partizipation, Liturgie, der Spiritualität, ganz besonders Porkatechese an den neuen Poren, von der der Ravika geschwärzt wird, dass die vier drunter nimmt Proximität zu den Menschen, Haut, Moor, an Avrora 5 und an 10 Jahren kann an ihrem wesentlichen Kern gelebt und entfaltet gehen. Dafür gab auf Wunsch vom Herrn Erzbischof am Hirsch 2015 am Kader von 5 Regionalversammlungen, zu denen rund 1200 Leute sich aufwandten, einen sogenannten synodalen Prozess lanciert. Die pastorale Equipen, an denen interessierte Christen GDW proposiert, für auf lokalem Plan mit den anderen Gespräch zu kommen, für die Zukunft von ihrer neuen Por zu präparieren. Der Propst Franziskus schwärzt aus seiner Enzyklika Laudato Si von der Flexibilität von der Por, der Kreativität und Geduld braucht. Beides fanden wir an unsere Gemeinschaften rum. Zum Schluss will ich kurz nach einen Aspekt eingehen, nämlich die von den Wallfahrten, Pilgerwehen und Pilgerreisen, wo die auch an dem Bericht unterschiedliche Ekoen fand von verschiedenen auch, Zielgruppen. Sie wird die mit traditionell gewesen, wie die Mutter Gottes auch hat, Sprangprozession, auch Fatima Wallfahrt zu Wols. Sie haben da auch die rund 160 schon Leute, die letztes Jahr zusammen mit dem Erzbischof auf Assisi, respektive auf Rom NRW waren. Pilgeris auf der Via von der Teresa von Avila oder auch an einer ganz anderen Form den ökumenischen, grenzüberschreitenden Klima-Pilgerweh am Vierfeld von der COP21. Das heißt, die spirituelle Erfahrung, mit anderen Menschen auf der Spur von Gott NRW zu sein, findet immer im Interesse an Zuspruch. Auch Pilgerin als an eine neue Form von Glaubensausdruck erfährt an Zukunft. Mitarbeterinnen und Mitarbeiter vom Service de la Pastoral stehen der Pastoral zur Verfügung. Nicht nur für die Koordination von diözesanen Projekten und Veranstaltungen, aber auch für die Begleitung von den Poren und Gemeinschaften auf ihrem Weg, dort, wo sie uns brauchen. Ein besonderes Projekt, das letztes Jahr auf diözesanem Plan angestellt wurde, ist das Projekt Recht in Hand, für den ich Marie-Christine Rees gebe. Letztes Jahr am April hat den Erzbischof das Projekt Recht in Hand als diözesane Flüchtlingsprojekt an Auftrag gegeben. Was hat das Projekt bewirkt, was das geschieht? Neben den 37 Kontaktpersonen an den verschiedenen Poiren und Poirverbänden, neben einer 150 Leute, die sich in den Formationen von Recht in Hand beteiligt haben, für das ein Wissen und Kompetenzen sich konnten uneignen, die sie für die Arbeit gebraucht haben, kann ich aber auch sagen, dass die lokalen Recht in Hand Gruppen eine Urlaubsstelle sind für Menschen, die heute zu Lützeburg Zuflucht sichern. Sicherheit, ein Land, wo Frieden und Freiheit ist. Was machen wir? Es geht darum, dass wir den Menschen nachlauschen. Ganz oft fehlt ihnen das. Und dann aber auch ihnen helfen bei den sicheren Lösungen für konkrete Aufrufen. Das kann sein, ein Büroslot für die Kinder, dass sie die Hausaufgaben machen können. Wir aber auch helfen bei Wohnungssicht oder für die, die Statut tun, auch bei der Arbeitssicht. Begleiten als ein von denen Wörtern, was für uns wichtig ist, an denen Aufrufen, die bei uns durchkommen, aber auch begleiten an die Leben heute zu Lützeburg ran. Sie haben das mitgehen, wenn dem Meerkranz gemerkt wird. Sie wird bei der Buschbotsaktion mitmachen. Sie wird aber auch an den Bärbelsmass mitgehen, weil da Tradition am der Platz ist. Eine zweite Sache, die wir festgestellt haben, dass das ganz Netz Sternen ist an den verschiedenen Poiren und Pairverbänden, aber auch an den Paaren unter den Ehen und mit anderen Gemeinschaften. Und dann auch eine Sensibilisierung, eine Mikrosensibilisierung für die gesellschaftliche und politische Realität heute zu Lützeburg. Ich denke, dass man Projekt Recht in Hand, Diakonie heute zu Lützeburg an der Kirche ein Gesicht mehr kriegt, dann auch ein Témoignage aus von geliebtem Christsein. Das Projekt lebt weiter, und das ist nicht am 31. Dezember abgehalten, lebt ganz gut weiter. Nicht mehr spät wie gestern Abend hatten wir zusammen mit
Refugees Luxemburg a mat der Unterstützung vun der Gemeng Lützeburg fest fir 250-300 Leiit bei Gelegenheit vom Schluss zum Ramadan an ein nächst Fest, also auch schon geplant rundherum ein christliches Fest, dann noch mich später rundherum ein jüdisches Fest. Weil da ist wichtig, als mit anderen noch zusammen zu weisen, hier zu Lützeburg, als Frieden, das Respekt, das Freiheit, an die wir wollen wir auch einfach mitgehen, an das ein Fried an dem Projekt zu sehen. Damen und Herren, stellen ich dann den Rapport für ces Chiffres vom Centre Jean 23 Grand Séminaire für das schon die dritte Kehr, dass wir das machen, seit dass wir angefangen haben, Formationsangebote, Dokumentationszentren und Forschungsarbeit an der Erzdiözese Lützeburg am Centre Jean 23 zusammen zu feiern. Als Ziel war es, neue Synergien zu schaffen, Kosten zu reduzieren und so besser auf die Herausforderungen von unserer Zeit zu reagieren. Bewusstsein, dass man theologische Forschung und Bildung stärker mit dem gewandelten gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Umwelt vernetzen müssten, das hatten wir schon eher die Verhandlungen zwischen dem Staat und den Glaubensgemeinschaften umgegangen sind. Ich muss auf dieser Platz dem Personal vom Centre Jean 23 Grand Séminaire, all dem Personal, den Wissenschaftler, den administrativen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch unserem technischen Personal einen immens großen Merci sagen für seinen unermittellichen Einsatz, seine Flexibilität, die braucht ihn, wenn er sich umstellen muss, und auch seine Kreativität, also sein Denken und Schaffen. Der Rapport, den wir das Jahr vorstellen, weist, dass sich vieles getan hat. Guckt zurück und changementerweise klar auch an die Zukunft. Wir haben uns entwickelt im Bereich von der Entwicklung, von Bildung und Forschung, aber auch das Centre Jean 23 als Lieu de Rencontre et Dialogue, als Tagungsplatz für kirchlich und außerkirchliche Organisationen ausgebaut. Der wichtigste Schritt war die Gründung von der Luxembourg School of Religion and Society den 15. September. Unter diesem Namen fasst das Centre Jean 23 von der LOUN sämtliche Forschungsaktivitäten, Bildungsangebote im akademischen Bereich, am Bereich von der Formation permanente und am Bereich von der Formation des Adultes zusammen, wie auch seine Dokumentationszentren. Wir werden hauptsächlich professionalisierend Formationen anbieten. Wir denken daran, am September 2017 mit den akademischen Formationen und den Start zu gehen, die dann auch sollen akkreditiert sind. Wir sind uns mit der Formation permanenten am Gangen. Es laufen auch schon Angebote von der Formation des Adultes, so wie es auch durchgestaltet gehen an diesem Rapport. Wir interessieren uns hauptsächlich am akademischen Bereich für ethische Fragen, auch für Fragen von Transmission von Glauben an einer pluralistischen und säkularisierten Gesellschaft. Ein Beispiel ist hier eine Serie von Konferenzen am Bereich von der Finanzethik, die zu einem größeren Projekt der Recherche gehören. Wir stehen am Dienst von Gesellschaft und Kirche. Wir schaffen am Kader von den nationalen und internationalen Reglementierungen vom akademischen Bildungswesen. Der Name von der Luxembourg School of Religion and Society verbindet den Enracinement an unserem Land durch den Verweis auf Lützeburg am Num. Zugleich weist die englische Sprache, dass wir uns an einen internationalen Kontext erbannen. Als ein zukünftiges Masterprogramm an Peace Ethics wendet sich zum Beispiel um Leute, die an internationalen Organisationen schaffen und orientiert sich klar an ihre Besoin, die am Vielfalt erörtert sind. Das wichtigste Element am Num ist das Zeichen,
dat und heescht, an une Band erinnert der tschen Gesellschaft der Religionen hin an hier geht. Wir gehen davon heraus, dass die Gesellschaft der Religionen gegenseitig Beziehungen erhalten. Sie zu benennen, zu analysieren, zu verstehen und eventuell gestalten zu helfen als Mission. Die Initiative für uns neu aufzustellen, hat sich am Gespräch zwischen den einzelnen Servicer und Mitarbeiterinnen und noch am Austausch mit Leuten aus Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur, Religion und so weiter konkretisiert. Ein von den Momenten, wo wir Leute aus der Gesellschaft, aus Politik, Wirtschaft dabei haben, waren auch als Executive Lunches, wo wir brennend politische Themen mit internationalen Spezialisten angeschaut haben. Es geht uns darum, ein Espace zu schaffen, wo ein qualitativ hoch intellektuell Arbeit geleistet wird, wo den Dialog zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften, andere Weltanschauungen, Akteure Soziopolitik, Ökonomik und so weiter ein konstitutiv und transversales Element von unserer Arbeit ist. Es geht auch darum, dass wir einen Diskurs, dass wir einen Spruch entwickeln, die einerseits an der religiösen Tradition, und andererseits an unserer jetzigen Welt verankert ist, an die Spannungen dann auch auszuhalten. Zusammenarbeit mit den anderen konventionierten Glaubensgemeinschaften gehört dafür zu unserem Auftrag. Die akademische Freiheit, eine klare Methodologie, der kritische Geist, die Interdisziplinarität, die Vielsprachigkeit, Transparenz von den Strukturen, das sind alles Faktoren, auf die ihr kennt, für an der sich nur der Wohlrecht herunterzukommen. Wir verbannen das Elemente mit dem Accueil von jeder Einzelperson, mit dem Streben nach Frieden und Gerechtigkeit, mit der Solidarität mit den Schwachen an unserer Welt, mit dem gegenseitigen Respekt, und vor allem am Bemühen, echt Beziehungen von Sympathie und Freundschaft zu entwickeln. Nehmen so, wo auf die eine Seite, sagen wir mal, die fachlichen Herausforderungen und auf die andere Seite die ganz menschlichen Dimensionen zusammenkommen, nehmen so können Forschung und Bildung wirklich eine gesamtmenschliche Aktivität sein und einen Humanismus entwickeln, den diesen Namen verdient. Auf ihre Französisch, dafür zum Schluss zu sagen, cultivons donc notre humanité. Ich sage nicht merci. Voilà, von meiner Seite dann als letzte Intervention ein paar Erläuterungen zu den Zöllern, die da an der Broschüre fand. Ich habe sich auch gemerkt, dass man die Struktur ein bisschen geändert hat von der Broschüre, von diesem Rapport annuell. Das heißt, alles, was Zöllen ist, auf den hellblauen Seiten zum Schluss vom Rapport annuell zusammengefasst. Die fand natürlich auch mehr detailliert Texte, was die Erläuterung nur betrifft, am engem Rapport über das aufgelaufene Jahr auf der Seite 47 und noch an den Noten zu den Kontantuellen auf der Seite 54. Als erster Punkt wir zu der Verbesserung vom Resultat. Kleiner Rückblick, vielleicht vertieft. Wir hatten 2013 nach einem Pert am Gruppe, ich weiß noch immer von konsolidierten Zölle vom Gruppe von 1,1 Millionen. Wir haben 2014 für dich gepackt, für ein positives Resultat zu machen, mit 2,6 Millionen. An letztes Jahr 2015 haben wir ein Benefis von 5,3 Millionen erzielt. Wichtig ist bei der Verdoppelung, die stattgefunden hat zwischen 2014 und 2015, zu wissen, dass das nicht beruht auf einer Verdoppelung von den einzelnen Komponenten, die das Resultat durchstellen. Das heißt, wir haben von zwei großen Komponenten am Gruppe vereinfacht gesagt. Wir haben das Bistum selber als Entität juridisch. Bistum als natürlich eine Organisation, die nicht mehr kann, strukturell nicht mehr kann Defizit machen. Da haben wir das Defizit konnte reduzieren um 21%. Deels durch Kostenreduzierung, deels aber auch durch nicht rekurrent Revenuen, die wir hatten. Und dann haben wir den Teil, so kommerziellen Teil vom Gruppe, wo die Medienaktivitäten dran sind, an die Immobilienaktivitäten, und da konnten wir das Resultat 31% verbessern. Wenn ihr guckt, wie die Evolution ist von den verschiedenen Chargen an Produkten, an den Compte consolidieren,
sind hier positiv zu bewerten, weiter Kostenreduktionen, die wir konnten erzielen, die auch detailliert sind an den verschiedenen Rapporten, weil natürlich nicht so positiv was, weil noch an Zölle gesagt hat, der Rückgang von einem Umsatz, den einerseits bedingt das durch bewusst Zurückfuhren verschiedene Aktivitäten, die man rentabel sind. Den Rückgang spiegelt aber auch einen generellen Trend an den Printmedien schmengen. Da sitzen Leute Journalisten, die wissen, dass das nicht eine Aktivität ist, die eine enorme Croissance wird, ein Teil von dem Rückgang vom Umsatz, ist natürlich auch bedingt durch den Trend an den Printmedien. Was nach als Situation op der Finanzierungsseite betrifft, das sind hauptsächlich über das Bankschulde schwätzen. Wir hatten ja 2014 eine Steigerung von unserer Verschuldung gegenüber von den Banken, und wir konnten aber 2015 als Verschuldung ein bisschen mehr wie 4 Millionen reduzieren, was eben auch bedingt ist durch den Cashflow, was auch eine positive Nachricht ist, dass das gute Resultat 2015 sich auch an einen positiven Cashflow niedergeschlagen hat. Dann als dritte Punkt wir dazu also Vermögenssituation verdichte mal die Konten, die der H4-Line hat, das sind also konsolidiert Konten, die setzen sich zusammen aus nicht mehr wie 15 verschiedenen Entités juridiken, zu denen der Bistum gehört, zu denen aber auch 14 Gesellschaften gehören am Bereich von den Medien, auch von den Immobilien. Wenn da alles zusammenhält, dann hast der größten Teil von diesem Anlagevermögen, wie ihr schon wisst, als konstituiert durch Grundstücke und durch Immobilien, durch Häuser, durch Gebäude, mit einer Gesamtbewertung von 130,3 Millionen. Die Bewertung ist leicht zurückgegangen par rapport zu der Zahl vom Jahr, also vom Jahr von 2014, was aber bedingt ist durch das Normalspiel von Entreen als Sortie von Immobilien einerseits und auch natürlich durch Durchschreibung, die da auch könnt an Zahlen reinfangen. Was nur den Ausblick betrifft für so die nächsten 2 Jahre, ich meine, das wird schon angeklungen, wir gehen davon heraus, dass das Gesetz über die Finanzierung von den Ministern du Culte, von den verschiedenen konventionierten Kulten zu Lützeburg, wird nach 400 Sommerpause gestimmt gehen. Das auch das, weil ich letztes Jahr gesagt habe, ab in Kraft treten von dem Gesetz kommen natürlich dann ob Eis als Bistum erheblich zusätzlich Kosten zu, was alle Ausstellungen betrifft von Ministre du Culte, sie haben das Member vom Clergé oder Laien an der nächsten Zeit, die dann den Defizit vom Bistum, wohl verstandene Bistum als Entité juridique, werden weiter belaschten. Wir haben darüber am Anfang 2 grundlegend Antworten für den Sujet do so gut wie möglich können zu meistern. Eine Antwort darüber ist, an der Fandalo des Jahr verdicht an den ganzen Seiten über die Fondation Saint-Irmin, das Fondation vom Bistum, die hat einen Fonds d'Avenir errichtet, also einen Fonds, den ausschließlich dazu denkt, für in der Zukunft Zahlen von den Ministern du Culte können zu finanzieren. Der fand den Textteil von der Fondation Saint-Irmin ab der Seite 28, den spezifischen Teil über den Fonds d'Avenir ab der Seite 30, an die natürlich auch alle Zahlen von der Fondation Saint-Irmin am Teil von den Zahlen haben drin. Ich denke, das ist wichtig für die Zahlen an die Rapporten immer auch publiziert im Internet, auf unserer Website irmin.lu. Mit war es wichtig, für das auch das Jahr an den Rapport annuell ranzuholen. Da das eine Antwort, die andere Antwort ist natürlich auch, dass wir probieren, an einem Portefeuille von Immobilien, die so weit zu entwickeln, dass sie als wiederkehrend, rekurrent Revenu generieren, die dann als ermöglichen einen Teil von den zusätzlichen Salärskosten zu finanzieren. Voilà, ich meine, das ist ein kleiner Überblick über die verschiedenen Komponenten von den Zahlen. Ich freue mich aber erfreuen an der zweiten Phase von dieser Pressekonferenz. Merci.